Ich weiß nicht, was das für ein Video gibt, aber Bilder, die nur Mädchen verstehen. Natti-Style und Gian. Wir gehen rein. Also 3, 2, 1. Hallo zusammen! Mann, du bist unbrauchbar! Gut, also. Also ich kann wieder gehen. Nein, ich brauche dich. Du bist männlich. Ah, nein! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit Mir? Wer ist das? Ah, der Can heisst jetzt nicht mehr Can, sondern heisst einfach mir. Soll ich die Kamera so machen? Weil ich mache so. Can Maria Finger. Darf man den also sagen? So? Das darf man, weil ich heiße ja Gian Maria. Das ist mein Name. Okay, gut. Also hallo. Hallo. Aber wenn ihr mir nicht auf Spotify folgt, Ja. bringt es noch rein. Wir machen jetzt zusammen wieder mal ein Was war denn das für ein Clip, Lul? Video, wer jetzt denkt. Und zwar, was machen wir? Ich errate Bilder, die nur Mädchen verstehen. Wie ihr seht, vielleicht auch nicht, das ist männlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nati. Ja, das ganze Video haben wir schon mal gemacht, und zwar in der umgekehrten Version, in dem er als männliche Person mir Bilder zeigt, die Männer verstehen. Genau. Genau. Yes, kannst du mal durch verlinken und dann könnt ihr das anschauen. Wir machen es eben, wie gesagt, umgekehrt, und ich sage es schon mal vorab, logisch betrifft das nicht nur Mädchen, es wird auch Sachen dabei haben mit Schminke und lange Haare und so Sachen. Es ist doch nur oberflächliches Ja. Format, Bilder, die Jungs angeblich nicht verstehen. Genau, darum nehmen wir es nicht ernst, wir Doch. sind da nicht sexistisch. Nehmt es ernst, nehmt es sexistisch. Genau. Und ich würde sagen, Wir labern gar nicht so viel, sondern fangen wir mit dem Video an. Let's go! Oh, Ich habe einfach nicht mitgemacht. Oha, dass ich gerade. Das Standbild wäre jetzt eigentlich nicht so gut. Schlagt keine Frauenkappa. Ja moin! Ja moin! da mutiere ich noch zum Frauenschläger in deinem Video. Situationen, die nur Mädchen verstanden. Wenn der Mann sich schlägt. Oha, lul. Nee, das ist natürlich nochmal Witz, liebes Twitch-Team. Ist nochmal Witz, liebes Twitch-Team. Mein Gott. wir fangen mit dem ersten Bild an. Ich glaube, das ist nicht mal so schwierig. Das sind Füße. Ah. Ich glaube, ich verstehe das. Oha, Jungs. Alle Fußfetischisten da so. Was ist da los? Das ist wahrscheinlich, wenn man so spezielle High Heels anhat. Kann das sein? Dann haben wir raus. Weil man nennt mich auch Prinz der Frauenkenner. Ah, darum schlägst du Frauen. Nein, aber das sind so Stöckelschuhe, die vorne offen sind. Wenn man so einen Abend im Ausgang war, Party macht, dann sind deine Füße nachher so. Ja? Oha, eigentlich schon. ja, so also ich glaube, gewusst. es müssen immer nur offene Schuhe sein. Es können allgemein einfach hohe Schuhe sein, weil die gehen Der dann so, Knick immer ist. einfach so, dort geht es einfach rein, dort ist nachher der ganze Druck. Und Bro, wenn du deine Schuhe abziehst, also es sieht nicht immer so, es ist einfach fucking geil. Wir haben jetzt mit Ja, ich bin Fivehead, Jungs. Aber hey, ist da jemand im Chat? Sagt ehrlich, ist einer von euch ein Füßliebhaber? Ich wäre es 0. Aber vielleicht ist jemand von euch ein 1, ich weiß nicht. das zweite Bild, und zwar ich lese es kurz vor für die keinen verstehen. Wenn deine Periode fertig ist, oben dran steht, wenn du keine Binde anhast, und dran hast, wenn du eine anhast. Gut, ist jetzt auch nicht so schwer, nehme ich an. Ja, Das ist so der typische Vorzeigeeffekt. Oder der typische, man kennt es, ich rasiere mich, bevor ich an eine Party gehe. Also ich meine mit dem, wenn du keine Binde am Schluss von deiner Periode drin hast, dann hast du die ganze Sauerei in deiner Unterhose, Hose und wo auch Genau. immer. Und hast eine Binde drin, passiert das eben nicht. Genau, wahre Frau. Ja, okay, das ist ein klassischer Vorzeigeffekt. Ja, du machst es, dann passiert es nicht, du machst es nicht und passiert genau das, was du eben nicht willst. Kenner. Was glaubt ihr? Schaffe ich alle richtig? Ja, das ist nicht Wunder. Ich werde mit dir das nächste wirst du nicht checken. Das ist nicht. Challenge accepted. Gut, also, Das nächste. du hast keinen Plan. Ich weiss, was das ist. Was ist das? Das ist ein BH-Bügel. Ja, Aber was hat das mit etwas auf sich? Ich habe ja keinen Kontext. Ich sehe nur einen BH-Bügel. der ist aber nicht BH. Genau, der sticht immer da so rein, wenn er da rauskommt. Ja, Ja, und dann nimmt man raus. genau. Ja. Linke Ecke. Aha! Ja, das kennen ja. Der BH-Bügel, der drückt einfach immer so hier, so auf der Busen, weißt du, so unten dran so. Der drückt einfach drauf, weißt du? Ja, ist egal. Ja, das ist einfach. Das ist so, das... Ja, Left Eyebrow, weil du mit der rechten Hand kannst, ist er schön geschminkt. Und mit der linken Hand kannst du es halt nicht machen. Logisch. Oh.
Ich weiss nicht, auf welchen Bereich in meinem Gesicht ich das kann überziehen kann. Aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel, wenn ich eine Frisur mache. Wenn ich jetzt so meine Haare würde, zum Beispiel schälen. Yeah. Das ist ein ganz anderes Beispiel als das. Aber dann ist so, diese Seite der Haare habe ich so perfekt Frisur getroffen. Und da sieht es einfach nur scheiße aus. Das heisst, die eine Augenbraue hast du so perfekt geschafft und die andere so nicht. Ja. Das ist auch wie wenn du jetzt so ein... Eyeliner. Das ist eben das, was ich auch gemeint habe. Ich kenne es nicht unbedingt von den Augenbrauen, weil es gibt ja Leute, die sind ja mega genau und ich mache einfach irgendwie schnell. Und bei einem Eyeliner kannst du es sehr schnell verkacken und es geht einfach nicht gleich aus. Next! Wow, also, es könnte ein bisschen disgusting sein, aber... Du, das Bild ist Das ist einfach Haar, oder? blöd, wenn du das mir zeigst. Weil ich habe das Gefühl, das sind alles Bilder, die ich verstehe. Das ist voll easy. Ich habe zum Beispiel in einer WG gelebt und dort haben verschiedene weibliche Personen, die vielleicht in meiner WG geschlafen haben. Was die dort gemacht haben, man weiß es nicht. Aber sie mussten auf jeden Fall duschen. Und ich war ja der, der dann die Dusche putzen. Aha, Can. Was ist denn da los? Heisst, die ganzen Haare aus dem Abfluss raus. Aber das ist halt... Aber wo ist das? Das ist an der Wand. Genau. Aber du musst jetzt nicht sagen, wieso kleben wir das an die Wand? Dass es nicht am Boden ist, dass es nicht in den Abfluss runtergeht, oder? Wahrscheinlich wegen dem. Scheiße! Boys, helfen wir schnell! Wieso kleben die an die Wand? Ich will es nie anders können, ich will es nicht in den Abfluss knallen. Ja, wenn es an der Wand kleben, dann will es irgendwann auch im Abfluss sein. Wir tun es meistens nachher auch noch abspülen, wenn wir es nicht vergessen. Also, man tut es neu abspülen und nicht in die Köder. Hä? Was ist? Ich komme nicht raus. Wenn das irgendeine Frau macht, lost. Aber sag mal, wieso machen sie? Ja, grundsätzlich ist es so, du hast meistens, wenn du so dich einschamponiert hast, keine Ahnung, was du gemacht hast, dann hast du nachher Haar an deinen Händen. Und du kannst die nicht so einfach abwaschen. Und dann ist es viel einfacher, die an der Wand zu kleben, weil die kleben mega gut an der Wand. Dann ist es viel einfacher, die zuerst an die Wand zu kleben und nachher die Wand wegspülen, als die einzeln so wegspülen. Aber machen das alle Frauen so? Oder machst du das einfach du so? Nein, das machen mega viele so, glaube ich. Glaub. Also nicht alle, aber ich glaube, also wieso soll man das sonst machen? Schreiben sie Kommis, ob ihr das macht oder nicht. An alle Frauen hier jetzt auch mit mir im Chat, macht ihr das? Sagt ehrlich, macht ihr das so? Hä? Oder in den Kommentaren. Alle Frauen in den Kommentaren hier oben im YouTube-Video. Macht ihr das so? Okay, wir kommen zum nächsten. Ich übersetze es so schnell. Das Einzige, was wichtig ist am Ende des Tages. Aber das ist auch nicht so schwierig. Ja, der ist sehr einfach. Das ist sehr Der einfach. checkt, glaube Das Einzige, wo ja einfach am Abend so den Druck hier wegzunehmen vom BH, ist ein entspanntes Feeling. Muss es ein entspanntes Feeling sein? ich, jeder, aber das ist gleich vielleicht. Ja, also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, bei mir ist das so ein bisschen das Sockenphänomen, nenne ich das. Dass am Ende des Tages ziehst du Socken aus, liegst ins Bett und denkst so, fühlt sich das gerade geil an, die Socken nicht mehr anzuhaben. Also es ist Ja, einfach ich der weiss, Druck und das ist einfach weg und es ist nichts mehr, wo dort Aber Socken haben doch keinen Druck, oder Socken drücken wir nicht drauf. Also da kann ich nicht relaten mit dem Can. Ich kann eher mit dem BH relaten. wehtut und Druck macht und so. Girls be like, thanks for the drink. Danke für den Drink. Er ist das Girl wahrscheinlich, oder? Also, Szenario. Ein Girl geht in den Club. Und weil man weiss, dass Männer immer für Girls zahlen, weiss das natürlich auch eine Frau so, die geht dort rein so. Oh, das ist Dann gut, kommt ein Mann und nicht- sagt so, «Hey, ich kann dich für etwas trinken einladen.» Mir wäre es noch nie in den Sinn gekommen, irgendeiner Girl einen Drink zu zahlen. Wäre mir noch nie in den Sinn gekommen. Sie muss doch da rein, Mann, das Herz, das muss doch verbinden und nicht irgendwie, ob ihr jetzt einen fucking Drink zahlt oder nicht. Ja, vielleicht kann es ein Conversation Starter sein, aber scheiß drauf, ja, ich will keine Leute in einem Club kennenlernen. Ey, Chat, Free Vanessa. Und dann sagt sie ja, geht das Trinken holen. Bye bye, Mann. Ja. Hey, die Welt ist so unfair. Können wir bitte Es ist schon alles so machen, dass in Zukunft mal die Frauen ins Männer einladen? Ja, aber ich finde so, kann ich, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich mit dem Mann zahlt, also kann ich nicht. Ja, das Ding ist, du hockst da mit dem Frauenkenner Nummer 1. Nein, es ist einfach so, dass Shampoo und Conditioner, ich weiß nicht mal, was wirklich Conditioner ist, das schon Millionen Mal gehört. Ist das Pflegespülung oder was? Ja, keine Ahnung. Kannst du zuerst erklären, was ist? okay, also Shampoo ist Okay, das kann ich. und Conditioner. Free Freundin Chat, die hat doch nichts gesehen. Ich bin mir im Fall gar nicht so sicher, was Conditioner macht,
aber er macht die Haare so glänzig. Genau. Und das, was das Bild da beschreibt, ist halt, dass Frauen immer so Shampoo tust nur so ein bisschen nehmen und so ein bisschen. Und der Conditioner ist halt geil und fühlt sich geil an, von dem nicht mehr so halbe Tauben. Nein, das Ding ist, das Shampoo brauchst du nur für Kopfhaut. Und darum brauchst du nicht so viel. Und Conditioner brauchst du es meistens so, vielleicht kann ich ab den Ohren bis... Shampoo braucht man nur für die Kopfhaut. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich Real Talk absolut nicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich finde, das ist doch generell für die Haare einfach, für dass da weniger Fett, dass einfach das Fett weggeht, oder? Dass sozusagen die Fettpartikel an den Haaren bindet kommen mit den safen Molekül und dann so eine glatte Frise hinterlassen kommt, oder? Ist doch alles gleich, Chad, ja, ey. Die Spitze, Wirklich? aber so mich am nächsten Bild, ich glaube, das ist auch wieder obvious. Every girl knows that struggle. Jedes Mädchen kennt den Struggle. Ja? Das ist die typisch, ich habe vorher einen Zopf gedreht Haarwelle. Ja, eigentlich schon. Die Und man da so- es gibt wirklich so Haarstrukturen, wo halt, wenn du das Gümmeli rausnimmst, dass es auch immer noch genau so gleich zusammenbleibt. So gleich zusammen bleibt. Genau. Ja, da gibt es glaube ich nicht mehr zu sagen. Hier, bitte sag du, weißt du. Ja, das ist doch so. Findest du dich krass, weil du Bändeli hast, oder was? Du spielst das Spiel echt mit dem Falschen, aber ich kann dir von der Story über das erzählen. Ich kann dir auch sagen, wir Jungs kennen das auch. Hä? Aber Ich nicht. nicht an einem Arm. Es kann auch ein Kondom sein, weil die haben oben auch so einen Ring und der ist auch recht eng, weil dort sollte ja auch rücklaufen. Ich habe nachher so ein Ding an eurem Je nachdem. Pupi. Aber das ist von einem Haargümmeli da am Arm. Muss ich Also auch das ist jetzt ja nicht schwierig gewesen, sorry. Also, und zwar ist es eigentlich Was? Vom Verhütungsmittel macht es so einen Abdruck? Hä? Ich bin lost. Kann gut sein. das Bild so einer Konversation, nicht, dass ich dir jetzt kurz vorspielen. Sieht man was? Lauf mal vor. Und? Ey, Sayan! Doch, ich habe Kondom benutzt, aber ich habe mich, glaube ich, selten mal geachtet, ob es danach so einen roten Abdruck hat. Und nein, ich bestelle meinen nicht auf Wish, sondern super mit dem Schweizer Gütesiegel drauf. Alles gut, ich passe auf und passe dir auf. Nee, ist alles okay. Was das für eine Situation ist. Ja. Yeah. Wenn eine Frau in der Regel ihre Regel hat, dann reguliert sich dort Blut, das rausläuft. Und wenn man entweder einen sehr starken Ausfluss hat oder einen kleinen Tampon oder nicht so eine saugstarke Binde oder beides nicht und der einfach anfangen, dann macht es. Und dann läuft man vorne und schaut, ob man es fragt dahinter, ob man es sieht an meinem Arsch. Und Halb richtig. Die Situation, also beziehungsweise es ist echt der Tag, das stimmt, aber es kommt nicht darauf an, wie fest du deine Tage hast, das. Ich komme nicht nach. Du fühlst dich immer unsicher. Am meisten willst du den Check machen, wenn du sie noch nicht hast und du hast das Gefühl, es läuft. So, das ist meine Mom. Das sind mega coole YouTuber, die zwei. Und darum sage ich euch, die Glocke aktivieren. nein, Also, ich bin danke. wieder weg. Ja, Ciao! Ja, klasse, wenn einfach nur das sieht. Oh Mann, Mutter von der Nati. Es freut mich, dass es dir gibt. So, das wären jetzt alle Bilder gewesen, die ich kann. Es ist ein bisschen wack, dass du gefühlt schon alles gewusst hast. Ich hätte es eigentlich mit dem Adi machen. weil der hat definitiv keine Ahnung von Frauen. Meine letzte Freundin verloren habe, weil ich YouTube über sie gestellt habe. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und Gebt einen Daumen ihr nach habt oben. Spass daran gehabt, wie ich Bilder errate, die nur Frauen verstehen. Peace, macht's gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Ist das Leak vom neuen Song vom Nilay gewesen? Nein, geiles Video. Chilliges Video, Nati. Like ist auf jeden Fall da. Checkt Nati auf jeden Fall aus.